robuste Abwehr da, ganz ohne Frage. Cahill, FC Chelsea, Keane und Smalling. Und wieder so ein Pass in die Tiefe, aber diesmal ist Hummels rechtzeitig da. Weiterspielen, sagt der Schiedsrichterassistent. Oh ja. Julian Weigl prüft die Achtsamkeit seines Keepers. Hat Marc-André ter Stegen gut aufgepasst und nur zum Einwurf geklärt. Zweiter Ball im Spiel. Hinten links. So, und deshalb wird jetzt auch unterbrochen. Deshalb auch natürlich Schiedsrichterball. Abgeprallt an Chris Smalling, dem Innenverteidiger von Manchester United, aber super zurückgefaltet. Und Podolski nimmt da Maß und trifft Michael Keane direkt auf der Brust. Hat der aber ja, einfach zur Kenntnis genommen und weitergemacht. Aber guter Einsatz von Timo Werner. Der braucht sicherlich ein bisschen, um in dieses Spiel reinzukommen, hat er vorher auch gesagt. Ja, ich werde schon nervös sein. Das ist doch klar, wenn ich hier mit diesen großen Spielern mitmachen darf oder gegen sie spielen darf. Das ist schon etwas Besonderes. Sané, der Ex-Schalker, hier mit dem Fehlpass. Ali gedoppelt. Rüdiger war eben gut gemacht. Ja, wenn die Engländer so erstmal stehen, wird es schwer. Dann nützen dann auch die Diagonalpässe nichts, zumindest wenn sie so kommen. War aber zumindest ein Versuch. Jetzt geht Joachim Löw aber auch das erste Mal mit raus und versucht da Anweisungen noch mit reinzugeben. Gut abgelegt von Kimmich. Sané. Das ist noch sehr ungenau im Spiel der deutschen Mannschaft. Bei fast allen noch nicht die Sicherheit da, die Passgenauigkeit. So was die Zweikämpfe angeht, da geht es so langsam los, aber so richtig sortiert haben sie sich da im Moment noch nicht. Sané. Der Versuch von Groß. Letztes Jahr gab es ja schon die Begegnung, da führten die Deutschen 2-0 in Berlin. Groß und Gomez, und dann haben die Engländer noch mal richtig Gas gegeben. Kane, Vardy und Dyer. Am Ende stand es 3-2 für die Engländer. Ohnehin die Bilanz nicht so rühmlich. 34 Spiele, 12 nur haben die Deutschen gewinnen können. 6 Unentschieden, 16 Niederlagen.
Einige davon aber in der Frühzeit, würde ich mal sagen, des internationalen Fußballs. Also skeptischer Blick bei Joachim Löw und Thomas Schneider. Aber noch ist auch nichts passiert. Es sind ja Erkenntnisse, die man sammeln will. Ganz sicher das große Ziel ohnehin. Nächstes Jahr die WM in Russland. Den Titel gewinnen, nicht verteidigen, so hat Joachim Löw das gesagt. Also das ist noch eine ganz schöne Strecke. In der Qualifikation ist ja alles tadellos, makellos. Bei den Engländern nicht sehr viel anders. Die führen ihre Gruppe auch deutlich an. Spielen am Sonntag dann zu Hause gegen Litauen. Die Deutschen ja am Sonntag in Aserbaidschan. Der Versuch von den Rängen, die deutsche Mannschaft aufzumuntern und zu pushen, ein bisschen Rückenwind zu geben. Aber die sind natürlich stark in den Zweikämpfen da, die Smalling, Cahill und auch Keane. Da ist nicht viel durchkommen. Die wechseln übrigens ihre Positionen auch alle naselang. Das ist eine ziemlich sichere Nummer, die sie da spielen und schwer für die deutsche Mannschaft da durchzukommen. Werner, der mal auf links ausgewichen war, und da sieht man noch mal sozusagen die Anspannung, die sich der Bahn bricht. Viel zu scharf dieser Pass, aber die Idee war richtig und war auch gut, mal diesen Lauf zu haben. Hat ja sehr viele Komplimente kassiert, Timo Werner, in den vergangenen Wochen. Ja, auch wenn es für die Leipziger zuletzt jetzt nicht so gut gelaufen ist, aber das war ja wirklich sehr, sehr auffällig. Wie stark der Timo Werner seine Saison spielt. Der frühere Stuttgarter, da kennt ihn Thomas Schneider auch her, der Co-Trainer, aus der U17 damals. So, Early. Den hat er sehr früh gesehen und wusste genau, wo er den Ball hinspielen wollte. Also der Sprint von Walker, klasse, aber natürlich auch der Pass, der dann wunderbar saß. So gerade eben hat er ihn dann noch gekriegt. Immerhin noch Ballbesitz für die Engländer. Waren sie sehr konsequent da über ihre beiden Außen. Jetzt ist es wieder Walker gegen Hector. Keane. Ja, Rooney, großes Thema bei den Engländern. Der 31-Jährige nicht nominiert. Gibt es auch unterschiedliche Meinungen, ob er wirklich leicht angeschlagen ist, wie die offizielle Version ist, oder ob Southgate ihn vielleicht gar nicht haben will und damit auch einen Umschwung einleiten will. Ist der Kapitän nach wie vor. Rekordtorschütze für die Engländer. Also das muss man sich schon gut überlegen, wenn man den zu Hause lassen will, ganz bewusst. Aber auch Theo Walcott zum Beispiel nicht mit dabei. Southgate scheint das sehr ernst zu meinen mit seinem Umbruch.
Ja, gibt eine Ecke für. Könnte auch sein, dass der Ball vorher schon im Aus war. Und zwar jetzt. Ja, war für den Assistenten natürlich auch extrem schwer zu sehen. Sei es drum. Ecke England. Lallana, der Mann vom FC Liverpool aus der Mannschaft von Jürgen Klopp. Und da sind sie da. Eric Dyer, der Mittelfeldmann. Tabellenzweiten Tottenham. Kimmich. Das Umschalten ist ein guter Plan gewesen, aber bislang haben wir es noch gar nicht gesehen. Also etwas blitzartig auch einzuleiten. Klar muss die Gelegenheit dazu auch sitzen. Aber die deutsche Mannschaft traut sich im Moment selbst noch nichts in dieser Richtung zu. So ist mein Eindruck im Moment. Mächtigen Schlag abgekriegt, Julian Weigl. Hat ja auch erst sein 5. Länderspiel. Aber gehört ganz sicherlich auch zu der Kategorie, die Joachim Löw im Blick hat. Für den nächsten Schwung an jungen Leuten, die nachrücken können und Spaß machen können. Aufgepasst. Early und Rüdiger klärt. Also da sind doch beachtliche Lücken in der deutschen Abwehr. Da kommen sie gut rein. Oh. Julian Weigl muss behandelt werden. Er kriegt da den Tritt von hinten auf die Achillessehne. Das tut natürlich richtig weh. Ja, selber auch knackig da in diesem Zweikampf und trifft Dyer da mit seiner Sohle am Schienbein. So, wird noch behandelt. Und auch in seinem 130. Länderspiel kriegt Lukas Podolski nochmal einen zusätzlichen Hinweis von draußen. Wäre bitter für Julian Weigl hier in seiner Stadt. Das Spiel möglicherweise nicht vernünftig beenden zu können, sondern verletzt raus zu müssen. Aber jetzt brandet nochmal ein bisschen Jubel auf. Die Welle geht durchs Stadion. Deutsche Mannschaft zu 10 im Moment. Und England kommt und drückt. Und die Deutschen kriegen den Ball da auch nicht vernünftig raus. Dyer. Dem hat der Zusammenprall nicht so viel ausgemacht. Livermore. Fehlpass vom 27-Jährigen. Der war mal für 4 Monate gesperrt. Er ist ein Dopingtest auf Kokain geprüft worden und wurde gesperrt für 4 Monate, dann nur erstaunlicherweise. Da hat eine unabhängige Jury sich sehr mit dem Fall auseinandergesetzt. Die seelische Krise, die dazu dem Konsum geführt hat, die ist da aufgearbeitet worden. Tragische Geschichte. Nachdem der Sohn vor ein paar Jahren bei der Geburt gestorben war, ist der Livermore da in so ein seelisches Tief geraten. Hier haben wir nochmal den Blick und jetzt engagiert er sich sehr, geht durch die Vereine und versucht eben das auch wieder gut zu machen, was er für sich selber auch als Fehler erkannt hat.
Rüdiger. Weigel wieder auf dem Platz. Deutsche Mannschaft komplett. Ja, halbe Stunde gespielt. Viel haben wir von der deutschen Mannschaft noch nicht sehen können. Keine Torchance. Sind noch nicht so gut reingekommen, muss man einfach sagen. Spielen noch nicht so gut. Während die Engländer sehr präsent sind. Aggressiv in den Zweikämpfen, früh stören und den Deutschen den Ball sehr häufig schon geklaut haben. Und auch schon ein, zwei Chancen hatten. Keane nach der Ecke und Dyer mit dem Kopf. Und jetzt die Konterchance. Die Konterchance. Und Lallana macht es nicht. Das ist der Pfosten, der rettet für die deutsche Mannschaft. Riesenmöglichkeit für die Engländer. Adam Lallana hatte am Wochenende schon ein Riesending auf dem Fuß. Gegen Manchester City kann er das Siegtor machen und da versagten ihm die Nerven. So ähnlich war das jetzt hier vielleicht auch. Das war gut gespielt von Hector, weitergeleitet mit der Hacke. Nochmal Lallana. Ja, nicht sehr geschickt von Kimmich da der Angriff von hinten und klar geht er da zu Boden, gibt einen Freistoß für die Engländer da aus dem Halbfeld. Er hat die größte Chance gehabt bislang, Adam Lallana. Ellie. Macht er gut. Macht er sehr gut. Und stellt die deutsche Mannschaft da in der Defensive erneut vor Rätsel. Livermore. Hier kommt die Chance nochmal nach dem Ballverlust von Kimmich. Er bückelt da hinterher, aber er kriegt ihn auch nicht mehr richtig. Riesenglück für die deutsche Mannschaft. Verdient hätten es die Engländer, muss man klar sagen. Groß. Sané. Gegen Walker. Sané. Hector und Keane klärt. Weigel. Das sind natürlich schon erstaunlich viele Missverständnisse. Klar, so in dieser Formation haben die logischerweise auch noch nicht zusammengespielt. Da fehlen eben auch noch ein paar Säulen.
rein theoretisch Khedira oder Müller, Özil natürlich, dann würde sich das im Gesamtpaket natürlich auch ein bisschen anders anfühlen. Aber ist nun mal auch so die Entscheidung. Ein bisschen Platz für Julian Brandt, den Leverkusener. Da hat der Lukas Podolski anspielen wollen, aber es war ein weiter Passweg. Groß, klasse behauptet. Nochmal Brandt und Cahill klärt mit der Brust. Beherzter Eingriff von Joshua Kimmich. Hummels und Hector. Sané, Podolski. Erster Torschuss. Bisschen zu hoch angesetzt. Aber das wäre natürlich die Krönung, wenn er in seinem letzten Spiel tatsächlich hier nochmal treffen könnte. Rein theoretisch sind die 50 Tore ja erreichbar. Dafür müsste er zweimal treffen. Ja, aber wir wollen jetzt auch nicht zu viel erwarten. Boah. Das war jetzt nun nicht so toll gelöst von Ter Stegen. Der Hinweis nochmal bei sportschau.de. Highlights des Spiels. Schnell abrufbar. Und natürlich alles rund um Poldi. Sportschau.de. Fehlpass von Lukas Podolski. Und Hummels hatte kurz überlegt, ob er da eine Chance hat, den Ball vorher zu kriegen. Und drehte dann nochmal bei. Aber das muss jetzt Walker auch machen. Sind sehr fleißig da die beiden Außen. Auch links Bertrand, FC Southampton. Also die Formation passt zumindest zu den Spielern, so wie ich das wahrnehme, was die Engländer hier bieten. Nochmal Lallana. Das wäre die Umschaltmöglichkeit gewesen, aber zu ungenau der Ball da von Sané. Den hat er schon nicht richtig kontrollieren können und wollte dann schnell passen. Ja, und was soll Antonio Rüdiger da machen? Sich in Luft auflösen? Ganz sicher nicht. Und Elli wollte diesen Freistoß, ist doch klar. Na ja, klar. Rüdiger bockt dann natürlich auch so ein bisschen aus. Schon wieder, wie gesagt, eine gute Figur macht bei AS Rom. Tabellenzweiter dort hinter Juve. Also das ist eine Position, die man als Keeper fürchten sollte und seine Mauer gut stellen sollte. Bertrand und Dyer kommen in Frage. Dyer hat den Siegtreffer gemacht in Berlin vergangenes Jahr. Er wird es auch machen. Dyer. Ganz okay, aber nicht so gefährlich wie die Chance zuvor von Adam Lallana. Eric Dyer ja für Tottenham unterwegs.
eine interessante Geschichte, der als 7-Jähriger nach Portugal ging mit seiner Familie und da auch bei Sporting Lissabon Profi wurde und in die erste Mannschaft es geschafft hat. Und dann 2014 erst zurück in die Heimat kehrte und dann bei den Spurs andockte. Gute Rolle da spielt Eric Dier. Der Ballverlust von Kimmich, kein Abseits. Und die Riesenchance für Ellie. Und ter Stegen macht das gut. Tolle Reaktion. Aber sie können mit dem Druck, den die Engländer ausüben, nicht vernünftig umgehen. Ausgelöst war das durch einen Pass von ter Stegen. Der war eigentlich okay, landete bei Julian Brandt, aber sie können den Ball dann nicht vernünftig verwerten. Das war der deutschen Teamleitung auch klar, dass das schwierig werden würde. Aber dass sie da solche Sorgen mit haben, ist dann nun doch erstaunlich. Und sie kommen überhaupt gar nicht in ihr eigenes Spiel. Überhaupt gar nicht. In Ballbesitzpositionen und... Aber gehört ganz sicherlich auch zu der Kategorie, die Joachim Löw im Blick hat. Für den nächsten Schwung an jungen Leuten, die nachrücken können und Spaß machen können. Aufgepasst. Ellie und Rüdiger klärt. Also da sind doch beachtliche Lücken in der deutschen Abwehr. Da kommen sie gut rein. Oh. Julian Weigl muss behandelt werden. Er kriegt da den Tritt von hinten auf die Achillessehne. Das tut natürlich richtig weh. Ja, selber auch knackig da in diesem Zweikampf und trifft daher da mit seiner Sohle am Schienbein. So, wird noch behandelt. Und auch in seinem 130. Länderspiel kriegt Lukas Podolski nochmal einen zusätzlichen Hinweis von draußen. Wäre bitter für Julian Weigl hier in seiner Stadt. Das Spiel möglicherweise nicht vernünftig beenden zu können, sondern verletzt raus zu müssen. Aber jetzt brandet nochmal ein bisschen Jubel auf. Die Welle geht durchs Stadion. Deutsche Mannschaft zu 10 im Moment. Und England kommt und drückt. Und die Deutschen kriegen den Ball da auch nicht vernünftig raus. Daher, dem hat der Zusammenprall nicht so viel ausgemacht. Livermore. Fehlpass vom 27-Jährigen. Der war mal für 4 Monate gesperrt. Er ist ein Dopingtest auf Kokain geprüft worden und wurde gesperrt für 4 Monate, dann nur erstaunlicherweise. Da hat eine unabhängige Jury sich sehr mit dem Fall auseinandergesetzt. Die seelische Krise, die zu dem Konsum geführt hat, die ist da aufgearbeitet worden. Tragische Geschichte. Nachdem der Sohn vor ein paar Jahren bei der Geburt gestorben war, ist der Livermore da in so ein seelisches Tief geraten. Hier haben wir nochmal den Blick und jetzt engagiert er sich sehr, geht durch die Vereine und versucht eben das auch wieder gut zu machen, was er für sich selber auch als Fehler erkannt hat. Rüdiger. Weigl wieder auf dem Platz, deutsche Mannschaft komplett.
Ja, halbe Stunde gespielt. Viel haben wir von der deutschen Mannschaft noch nicht sehen können. Keine Torchance. Sind noch nicht so gut reingekommen, muss man einfach sagen. Spielen noch nicht so gut. Während die Engländer sehr präsent sind, aggressiv in den Zweikämpfen, früh stören und den Deutschen den Ball sehr häufig schon geklaut haben. Und auch schon 1, 2 Chancen hatten. Keane nach der Ecke und Dyer mit dem Kopf. Und jetzt die Konterchance. Die Konterchance. Und Lallana macht es nicht. Das ist der Pfosten, der rettet für die deutsche Mannschaft. Riesenmöglichkeit für die Engländer. Adam Lallana hatte am Wochenende schon ein Riesending auf dem Fuß. Gegen Manchester City kann er das Siegtor machen und da versagten ihm die Nerven. So ähnlich war das jetzt hier vielleicht auch. Das war gut gespielt von Hector, weitergeleitet mit der Hacke. Nochmal Lallana. Ja, nicht sehr geschickt von Kimmich da, der Angriff von hinten. Und klar geht er da zu Boden, gibt einen Freistoß für die Engländer da aus dem Halbfeld. Er hat die größte Chance gehabt bislang, Adam Lallana. So. Bertrand, der wird dann über die linke Seite kommen. Rechts ist das Walker. Und er versucht den weiten Pass zu spielen für Jamie Vardy vom Meister Leicester City. Das einziges englisches Team ja noch in der Champions League, während die anderen ausgeschieden sind in der vergangenen Runde. Hector. Kyle Walker beim Einwurf. Tottenham Hotspur. Deutsche Mannschaft verdichtet da sofort auf der Seite auch. Podolski und Timo Werner da tatsächlich im Moment, so wie sie da störten, als 2 Stürmer da richtig unterwegs. Jetzt aber erstmal die Engländer. So, Marc-André ter Stegen hat den Vorzug heute bekommen, weil Joachim Löw und seine Assistenten gesagt haben, wir werden jemanden brauchen, der fußballerisch auch unter Druck die Sachen gut lösen kann. Hier war jetzt als Passgeber mit einem weiten Ball gefordert und wieder der Ballverlust. Also die Engländer sind da im Moment voll drauf. Eric Dyer verliert den Ball. Und Freistoß nach diesem Foul an Lukas Podolski. Ja, mit Gareth Southgate. Heute sein erstes Spiel wirklich als Cheftrainer. Bis dahin war er Interimstrainer, hatte sich das auch wirklich vorher schon offensichtlich sehr lange überlegt, hat erst abgesagt, nachdem die Engländer ja ihren Trainer Sam Allardyce gleich wieder vom Hof schicken mussten, der in einen Skandal verwickelt war.
Und nun Southgate, der jetzt aber auch klar sagt, Freunde, wir haben hier einen Wandel für uns festzustellen und einzuleiten, denn wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt, auch wenn wir das vielleicht immer geglaubt haben, fußballerisch. Die Zeiten sind lange vorbei und wir müssen was tun und wir müssen was ändern. Darf mal gespannt sein, wie weit er kommt. Recht hat er für meine Begriffe. So, jetzt die deutsche Elf mit Hector. Sané. Kroos und Rüdiger. Brandt. Ja. Kimmich für Werner das erste Mal. Joshua Kimmich seit der EM jede Minute auf dem Platz für die deutsche Mannschaft. Da hinten rechts im Moment kaum wegzudenken. Also der hat sich da absolut etabliert. Ähnlich wie Hector auf der anderen Seite. So, natürlich will Joachim Löw heute auch den jungen Leuten eine Chance geben, sich zu zeigen, denn am Sonntag in Aserbaidschan werden sicherlich auch die etablierten Kräfte wieder eine Rolle spielen. Insofern heute gute Gelegenheit. Für Sané, für Werner, für Brandt sicherlich auch und Julian Weigl. Elli. Oh, da geht Ter Stegen raus. Kein Elfmeter, sagt Skomina. Der hat natürlich diesen Kontakt gesucht, Vardy. Aber der Pass war gut und es war eine gefährliche Situation. Die deutsche Defensive sah da nicht gut aus. Und nochmal kommen die Engländer. Ja, die ersten Minuten ganz schöne Unsicherheit in der deutschen Abwehr. Ja, da hat Hector sich nicht sehr clever angestellt. So, dann gucken wir nochmal. Ter Stegen kommt raus. Ja, er spielt den Ball vorbei und will eigentlich nur noch in Ter Stegen reinlaufen. Für meine Begriffe richtig entschieden. Aber nochmal gefährlich. Diesmal ist es Michael Keane, der mit vorgerückt ist. Also Engländer drücken und das wird jetzt auch noch mal niedergeschrieben. Also die Erkenntnisse taugen natürlich auch etwas in so einem Testspiel. Aber das sieht im Moment alles andere als sicher aus. Während das ja zuletzt eigentlich die große Stärke der deutschen Mannschaft war. 16:0 Tore, 6 Spiele in Folge zu 0, also die 16:0 in der WM-Qualifikation. Und rein theoretisch könnte man heute einen neuen Rekord erzielen für eine deutsche Nationalmannschaft, was das Verhindern von Gegentoren angeht. Im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus, als könnte das klappen. So, hier nochmal die Ecke. Ob die jetzt genauso reinkommen sollte für diese langen Kerls, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es eine Riesenchance für Keane. So, das ist die Situation. Sind tief, sogar im Strafraum die Engländer. Und Ter Stegen ist gefordert. Guter Pass für Hummels. Und ja, so richtig Raumgewinn ist es noch nicht. Aber es war zumindest mal ein Einstieg.
bei der deutschen Mannschaft ohnehin nicht alle hundertprozentig fit und die werden wir heute garantiert nicht sehen. Özil, Draxler, Gomez, auch Khedira noch dazugekommen mit einer Knochenhautreizung. All diese Spieler werden, sagen wir mal, geschont, sind sicherlich leicht angeschlagen, aber kein Risiko eingehen. Die werden wir heute nicht sehen. Insgesamt pro Team 6 Wechsel möglich. Das werden wir aber dann sicherlich erst später sehen. Gut 3000 Fans aus England mit dabei. Ich kann mir vorstellen, dass heute auch noch die ein oder andere Karte dazu gekauft wurde. Also ich schätze mal 5000 werden hier im Stadion sein, machen auch schon ein bisschen Stimmung und haben allen Grund, gut gelaunt zu sein. Die erste Episode dieses Spiels ging an die Engländer, an die Gäste, die das gut gemacht haben. Sehr präsent, sehr aggressiv und die Deutschen ja schon verunsichert haben. Die haben noch nicht in dieses Spiel hineingefunden. Jetzt vielleicht. Brandt. Hector. Sané. Podolski. Also halb hoch angespielt. Nicht so einfach zu verarbeiten. So, das ist jetzt eigentlich das erste Mal so ein Spiel, was wir wiedererkennen von der deutschen Mannschaft mit dem klassischen eröffnenden Pass von Hummels. Und wenn das noch nicht funktioniert, dann noch einmal zurück. Jetzt müssen die Engländer richtig Meter machen, wenn sie früh stören wollen. Das ist eine gute Situation. Darauf lauern die Deutschen so ein bisschen, weil sie dann natürlich hoffen, mit Sané, mit Brandt, auch mit Timo Werner schnell umschalten zu können. Groß. Kimmich. Robuster Einsatz von Leroy Sané, der sich ja bei Manchester City wirklich toll etabliert hat, jetzt in der zweiten Hälfte der Saison. Bertrand auch nicht ungeschickt gemacht, den Arm dann auch ausgefahren und ihn abgehalten, weil von der Schnelligkeit wäre er ganz sicher vorbeigekommen. Sané. Eric Dyer. Da im zentralen Mittelfeld der Passgeber Rüdiger. Erstaunlich schnell wieder fit geworden nach seinem Kreuzbandriss. Ja, kurz vor der EM im Trainingslager in Evian zugezogen. Versuchen da schon eben auch die Passgeber wirklich zuzustellen. Groß, auch Weigl kann sich bei weitem nicht so frei bewegen. Jetzt hat er die Möglichkeit. Jetzt haben sie sich freigespielt. Das haben sie gut gemacht. Hector zieht einmal rein. Da ist der Fuß dazwischen von Livermore. Sonst wäre Lukas Podolski da ganz sicher in eine Schussposition gekommen.
robuste Abwehr da, ganz ohne Frage. Cahill, FC Chelsea, Keane und Smalling. Und wieder so ein Pass in die Tiefe, aber diesmal ist Hummels rechtzeitig da. Weiterspielen, sagt der Schiedsrichterassistent. Oh ja. Julian Weigl prüft die Achtsamkeit seines Keepers. Hat Marc-André ter Stegen gut aufgepasst und nur zum Einwurf geklärt. Zweiter Ball im Spiel. Hinten links. So, und deshalb wird jetzt auch unterbrochen. Deshalb auch natürlich Schiedsrichterball. Abgeprallt an Chris Smalling, dem Innenverteidiger von Manchester United, aber super zurückgefaltet. Und Podolski nimmt da Maß und trifft Michael Keane direkt auf der Brust. Hat der aber ja, einfach zur Kenntnis genommen und weitergemacht. Aber guter Einsatz von Timo Werner. Der braucht sicherlich ein bisschen, um in dieses Spiel reinzukommen, hat er vorher auch gesagt. Ja, ich werde schon nervös sein. Ist doch klar, wenn ich hier mit diesen großen Spielern mitmachen darf oder gegen sie spielen darf. Das ist schon etwas Besonderes. Sané, der Ex-Schalker, hier mit dem Fehlpass. Ali gedoppelt. Rüdiger war eben gut gemacht. Ja, wenn die Engländer so erstmal stehen, wird es schwer. Dann nützen dann auch die Diagonalpässe nichts, zumindest wenn sie so kommen. War aber zumindest ein Versuch. Jetzt geht Joachim Löw aber auch das erste Mal mit raus und versucht da Anweisungen noch mit reinzugeben. Gut abgelegt von Kimmich. Sané. Das ist noch sehr ungenau im Spiel der deutschen Mannschaft. Bei fast allen noch nicht die Sicherheit da, die Passgenauigkeit. So was die Zweikämpfe angeht, da geht es so langsam los, aber so richtig sortiert haben sie sich da im Moment noch nicht. Sané. Der Versuch von Groß. Letztes Jahr gab es ja schon die Begegnung, da führten die Deutschen 2-0 in Berlin. Groß und Gomez, und dann haben die Engländer nochmal richtig Gas gegeben. Kane, Vardy und Dyer. Am Ende stand es 3-2 für die Engländer. Ohnehin die Bilanz nicht so rühmlich. 34 Spiele, 12 nur haben die Deutschen gewinnen können. 6 Unentschieden, 16 Niederlagen.
Einige davon aber in der Frühzeit, würde ich mal sagen, des internationalen Fußballs. Also skeptischer Blick bei Joachim Löw und Thomas Schneider. Aber noch ist auch nichts passiert. Es sind ja Erkenntnisse, die man sammeln will. Ganz sicher das große Ziel ohnehin. Nächstes Jahr die WM in Russland. Den Titel gewinnen, nicht verteidigen, so hat Joachim Löw das gesagt. Also das ist noch eine ganz schöne Strecke. In der Qualifikation ist ja alles tadellos, makellos. Bei den Engländern nicht sehr viel anders. Die führen ihre Gruppe auch deutlich an. Spielen am Sonntag dann zu Hause gegen Litauen. Die Deutschen ja am Sonntag in Aserbaidschan. Der Versuch von den Rängen, die deutsche Mannschaft aufzumuntern und zu pushen, ein bisschen Rückenwind zu geben. Aber die sind natürlich stark in den Zweikämpfen da, die Smalling, Cahill und auch Keane. Da ist nicht viel durchkommen. Die wechseln übrigens ihre Positionen auch alle naselang. Das ist eine ziemlich sichere Nummer, die sie da spielen und schwer für die deutsche Mannschaft da durchzukommen. Werner, der mal auf links ausgewichen war, und da sieht man noch mal sozusagen die Anspannung, die sich da Bahn bricht. Viel zu scharf dieser Pass, aber die Idee war richtig und war auch gut, mal diesen Lauf zu haben. Hat ja sehr viele Komplimente kassiert, Timo Werner, in den vergangenen Wochen. Ja, auch wenn es für die Leipziger zuletzt jetzt nicht so gut gelaufen ist, aber das war ja wirklich sehr, sehr auffällig. Wie stark der Timo Werner seine Saison spielt. Der frühere Stuttgarter, da kennt ihn Thomas Schneider auch her, der Co-Trainer aus der U17 damals. So, Early. Den hat er sehr früh gesehen und wusste genau, wo er den Ball hinspielen wollte. Also der Sprint von Walker, klasse, aber natürlich auch der Pass, der dann wunderbar saß. So gerade eben hat er ihn dann noch gekriegt. Immerhin noch Ballbesitz für die Engländer. Waren sie sehr konsequent da über ihre beiden Außen. Jetzt ist es wieder Walker gegen Hector. Keane. Ja, Rooney, großes Thema bei den Engländern. Der 31-Jährige nicht nominiert. Gibt es auch unterschiedliche Meinungen, ob er wirklich leicht angeschlagen ist, wie die offizielle Version ist, oder ob Southgate ihn vielleicht gar nicht haben will und damit auch einen Umschwung einleiten will. Ist der Kapitän nach wie vor. Rekordtorschütze für die Engländer. Also das muss man sich schon gut überlegen, wenn man den zu Hause lassen will, ganz bewusst. Aber auch Theo Walker zum Beispiel nicht mit dabei. Southgate scheint das sehr ernst zu meinen mit seinem Umbruch.
Ja, gibt da eine Ecke für. Könnte auch sein, dass der Ball vorher schon im Aus war. Und zwar jetzt. Ja, war für den Assistenten natürlich auch extrem schwer zu sehen. Sei es drum. Ecke England. Lallana, der Mann vom FC Liverpool aus der Mannschaft von Jürgen Klopp. Und da sind sie da. Eric Dyer, der Mittelfeldmann. Den zweiten Tottenham. Kimmich. Das Umschalten ist ein guter Plan gewesen, aber bislang haben wir es noch gar nicht gesehen. Also etwas blitzartig auch einzuleiten. Klar muss die Gelegenheit dazu auch sitzen. Aber die deutsche Mannschaft traut sich im Moment selbst noch nichts in dieser Richtung zu. So ist mein Eindruck im Moment. Mächtigen Schlag abgekriegt, Julian Weigl. Macht ja auch erst sein 5. Länderspiel. Aber gehört ganz sicherlich auch zu der Kategorie, die Joachim Löw im Blick hat. Für den nächsten Schwung an jungen Leuten, die nachrücken können und Spaß machen können. Aufgepasst. Early und Rüdiger klärt. Also da sind doch beachtliche Lücken in der deutschen Abwehr. Da kommen sie gut rein. Oh. Julian Weigl muss behandelt werden. Er kriegt da den Tritt von hinten auf die Achillessehne. Das tut natürlich richtig weh. Ja, selber auch knackig da in diesem Zweikampf und trifft Dyer da mit seiner Sohle am Schienbein. So, wird noch behandelt. Und auch in seinem 130. Länderspiel kriegt Lukas Podolski nochmal einen zusätzlichen Hinweis von draußen. Wäre bitter für Julian Weigl hier in seiner Stadt. Das Spiel möglicherweise nicht vernünftig beenden zu können, sondern verletzt raus zu müssen. Aber jetzt brandet nochmal ein bisschen Jubel auf. Die Welle geht durchs Stadion. Deutsche Mannschaft zu 10 im Moment. Und England kommt und drückt. Und die Deutschen kriegen den Ball da auch nicht vernünftig raus. Dyer. Dem hat der Zusammenprall nicht so viel ausgemacht. Livermore. Fehlpass vom 27-Jährigen. Der war mal für 4 Monate gesperrt. Er ist beim Dopingtest auf Kokain geprüft worden und wurde gesperrt für 4 Monate, dann nur erstaunlicherweise. Hat eine unabhängige Jury sich sehr mit dem Fall auseinandergesetzt. Die seelische Krise, die zu dem Konsum geführt hat, die ist da aufgearbeitet worden. Tragische Geschichte. Nachdem der Sohn vor ein paar Jahren bei der Geburt gestorben war, ist der Livermore da in so ein seelisches Tief geraten. Hier haben wir nochmal den Blick und jetzt engagiert er sich sehr, geht durch die Vereine und versucht eben das auch wieder gut zu machen, was er für sich selber auch als Fehler erkannt hat.
Rüdiger. Weigel wieder auf dem Platz, deutsche Mannschaft komplett. Ja, halbe Stunde gespielt. Viel haben wir von der deutschen Mannschaft noch nicht sehen können. Keine Torchance. Sind noch nicht so gut reingekommen, muss man einfach sagen. Spielen noch nicht so gut. Während die Engländer sehr präsent sind, aggressiv in den Zweikämpfen, früh stören und den Deutschen den Ball sehr häufig schon geklaut haben. Und auch schon ein, zwei Chancen hatten. Keane nach der Ecke und Dyer mit dem Kopf. Und jetzt die Konterchance. Die Konterchance. Und Lallana macht es nicht. Das ist der Pfosten, der rettet für die deutsche Mannschaft. Riesenmöglichkeit für die Engländer. Adam Lallana hatte am Wochenende schon ein Riesending auf dem Fuß. Gegen Manchester City kann er das Siegtor machen und da versagten ihm die Nerven. So ähnlich war das jetzt hier vielleicht auch. Das war gut gespielt von Hector, weitergeleitet mit der Hacke. Nochmal Lallana. Ja, nicht sehr geschickt von Kimmich da der Angriff von hinten und klar geht er da zu Boden, gibt einen Freistoß für die Engländer da aus dem Halbfeld. Er hat die größte Chance gehabt bislang, Adam Lallana. Ellie. Macht er gut, macht er sehr gut und stellt die deutsche Mannschaft da in der Defensive erneut vor Rätsel. Livermore. Hier kommt die Chance nochmal nach dem Ballverlust von Kimmich. Er bückelt da hinterher, aber er kriegt ihn auch nicht mehr richtig. Riesenglück für die deutsche Mannschaft. Verdient hätten es die Engländer, muss man klar sagen. Groß. Sané. Gegen Walker. Sané. Hector und Keane klärt. Weigel. Das sind natürlich schon erstaunlich viele Missverständnisse. Klar, so in dieser Formation haben die logischerweise auch noch nicht zusammengespielt. Da fehlen eben auch noch ein paar Säulen.
rein theoretisch Khedira oder Müller, Özil natürlich, dann würde sich das im Gesamtpaket natürlich auch ein bisschen anders anfühlen. Aber ist nun mal auch so die Entscheidung. Ein bisschen Platz für Julian Brandt, den Leverkusener. Da hat der Lukas Podolski anspielen wollen, aber es war ein weiter Passweg. Groß, klasse behauptet. Nochmal Brandt und Cahill klärt mit der Brust. Beherzter Eingriff von Joshua Kimmich. Hummels und Hector. Sané, Podolski. Erster Torschuss. Bisschen zu hoch angesetzt. Aber das wäre natürlich die Krönung, wenn er in seinem letzten Spiel tatsächlich hier nochmal treffen könnte. Rein theoretisch sind die 50 Tore ja erreichbar. Dafür müsste er zweimal treffen. Ja, aber wir wollen jetzt auch nicht zu viel erwarten. Boah. Das war jetzt nun nicht so toll gelöst von Ter Stegen. Der Hinweis nochmal bei sportschau.de. Highlights des Spiels. Schnell abrufbar. Und natürlich alles rund um Poldi. Sportschau.de. Fehlpass von Lukas Podolski. Und Hummels hatte kurz überlegt, ob er da eine Chance hat, den Ball vorher zu kriegen. Und drehte dann nochmal bei. Aber das muss jetzt Walker auch machen. Sind sehr fleißig da die beiden Außen. Auch links Bertrand, FC Southampton. Also die Formation passt zumindest zu den Spielern, so wie ich das wahrnehme, was die Engländer hier bieten. Nochmal Lallana. Das wäre die Umschaltmöglichkeit gewesen, aber zu ungenau der Ball da von Sané, den hat er schon nicht richtig kontrollieren können und wollte dann schnell passen. Ja, und was soll Antonio Rüdiger da machen? Sich in Luft auflösen? Ganz sicher nicht. Und Elli wollte diesen Freistoß, ist doch klar. Na ja, klar. Rüdiger bockt dann natürlich auch so ein bisschen aus. Schon wieder, wie gesagt, eine gute Figur macht bei AS Rom. Tabellenzweiter dort hinter Juve. Also das ist eine Position, die man als Keeper fürchten sollte und seine Mauer gut stellen sollte. Bertrand und Dyer kommen in Frage. Dyer hat den Siegtreffer gemacht in Berlin vergangenes Jahr. Er wird es auch machen. Dyer. Ganz okay, aber nicht so gefährlich wie die Chance zuvor von Adam Lallana. Eric Dyer ja für Tottenham unterwegs.
eine interessante Geschichte, der als Siebenjähriger nach Portugal ging mit seiner Familie und da auch bei Sporting Lissabon Profi wurde und in die erste Mannschaft es geschafft hat. Und dann 2014 erst zurück in die Heimat kehrte und dann bei den Spurs andockte. Gute Rolle da spielt Eric Dier. Der Ballverlust von Kimmich, kein Abseits. Und die Riesenchance für Ellie. Und Ter Stegen macht das gut. Tolle Reaktion. Aber sie können mit dem Druck, den die Engländer ausüben, nicht vernünftig umgehen. Ausgelöst war das durch einen Pass von Ter Stegen. Der war eigentlich okay, landete bei Julian Brandt, aber sie können den Ball dann nicht vernünftig verwerten. Das war der deutschen Teamleitung auch klar, dass das schwierig werden würde. Aber dass sie da solche Sorgen mit haben, ist dann nun doch erstaunlich. Und sie kommen überhaupt gar nicht in ihr eigenes Spiel. Überhaupt gar nicht. In Ballbesitzpositionen und aber gehört ganz sicherlich auch zu der Kategorie, die Joachim Löw im Blick hat. Für den nächsten Schwung an jungen Leuten, die nachrücken können und Spaß machen können. Aufgepasst. Ellie und Rüdiger klärt. Also da sind doch beachtliche Lücken in der deutschen Abwehr. Da kommen sie gut rein. Oh. Julian Weigl muss behandelt werden. Er kriegt da den Tritt von hinten auf die Achillessehne. Das tut natürlich richtig weh. Ja, selber auch knackig da in diesem Zweikampf und trifft daher da mit seiner Sohle am Schienbein. So, wird noch behandelt. Und auch in seinem 130. Länderspiel kriegt Lukas Podolski nochmal einen zusätzlichen Hinweis von draußen. Wäre bitter für Julian Weigl hier in seiner Stadt. Das Spiel möglicherweise nicht vernünftig beenden zu können, sondern verletzt raus zu müssen. Aber jetzt brandet nochmal ein bisschen Jubel auf. Die Welle geht durchs Stadion. Deutsche Mannschaft zu 10 im Moment. Und England kommt und drückt. Und die Deutschen kriegen den Ball da auch nicht vernünftig raus. Daher. Dem hat der Zusammenprall nicht so viel ausgemacht. Livermore. Fehlpass vom 27-Jährigen. Der war mal für 4 Monate gesperrt. Er ist ein Dopingtest auf Kokain geprüft worden und wurde gesperrt für 4 Monate, dann nur erstaunlicherweise. Da hat eine unabhängige Jury sich sehr mit dem Fall auseinandergesetzt. Die seelische Krise, die zu dem Konsum geführt hat, die ist da aufgearbeitet worden. Tragische Geschichte. Nachdem der Sohn vor ein paar Jahren bei der Geburt gestorben war, ist der Livermore da in so ein seelisches Tief geraten. Hier haben wir nochmal den Blick und jetzt engagiert er sich sehr, geht durch die Vereine und versucht eben das auch wieder gut zu machen, was er für sich selber auch als Fehler erkannt hat. Rüdiger. Weigl wieder auf dem Platz, deutsche Mannschaft komplett.
Ja, halbe Stunde gespielt. Viel haben wir von der deutschen Mannschaft noch nicht sehen können. Keine Torchance. Sind noch nicht so gut reingekommen, muss man einfach sagen. Spielen noch nicht so gut. Während die Engländer sehr präsent sind, aggressiv in den Zweikämpfen, früh stören und den Deutschen den Ball sehr häufig schon geklaut haben. Und auch schon 1, 2 Chancen hatten. Keane nach der Ecke und Dyer mit dem Kopf. Und jetzt die Konterchance. Die Konterchance. Und Lallana macht es nicht. Das ist der Pfosten, der rettet für die deutsche Mannschaft. Riesenmöglichkeit für die Engländer. Adam Lallana hatte am Wochenende schon ein Riesending auf dem Fuß. Gegen Manchester City kann er das Siegtor machen und da versagten ihm die Nerven. So ähnlich war das jetzt hier vielleicht auch. Das war gut gespielt. Von Hector weitergeleitet mit der Hacke. Nochmal Lallana. Ja, nicht sehr geschickt von Kimmich da der Angriff von hinten und klar geht er da zu Boden, gibt einen Freistoß für die Engländer da aus dem Halbfeld. Er hat die größte Chance gehabt bislang, Adam Lallana. Aber gehört ganz sicherlich auch zu der Kategorie, die Joachim Löw im Blick hat. Für den nächsten Schwung an jungen Leuten, die nachrücken können und Spaß machen können. Aufgepasst. Ellie und Rüdiger klärt. Also da sind doch beachtliche Lücken in der deutschen Abwehr. Da kommen sie gut rein. Oh. Julian Weigl muss behandelt werden. Er kriegt da den Tritt von hinten auf die Achillessehne. Das tut natürlich richtig weh. Ja, selber auch knackig da in diesem Zweikampf. Und trifft Dyer da mit seiner Sohle am Schienbein. So, wird noch behandelt. Und auch in seinem 130. Länderspiel kriegt Lukas Podolski nochmal einen zusätzlichen Hinweis von draußen. Oh, wäre bitter für Julian Weigl hier in seiner Stadt. Das Spiel möglicherweise nicht vernünftig beenden zu können, sondern verletzt raus zu müssen. Aber jetzt brandet nochmal ein bisschen Jubel auf. Die Welle geht durchs Stadion. Deutsche Mannschaft zu 10 im Moment. Und England kommt und drückt. Und die Deutschen kriegen den Ball da auch nicht vernünftig raus. Dyer. Dem hat der Zusammenprall nicht so viel ausgemacht. Livermore. Fehlpass vom 27-Jährigen. Der war mal für 4 Monate gesperrt. Er ist beim Dopingtest auf Kokain